Guten Morgen miteinander. Habt ihr gut geschlafen? Es ist Montagmorgen, die Sonne scheint, ich bin allein da oben. Oh ja gut, das Claudia vermisse ich, aber ich gönne ihr, wie sie ist mit der Chiara. Und die Woche fängt an und ich bin schon voll dankbar. Und ja, jetzt ist mal das Heu und Tier dran und dann geht's weiter. Bam, bam, bam. Yeah. Die Woche, die wird genial. Werdet ihr sehen. Bis zum Schluss. Bleibt dran. Liken, abonnieren und fortlaufend kommentieren. Das hilft. Danke. Ja, Iduna, jetzt darfst du mal schauen. Die Mami kommt schon mit, gell, Freya? Gehen die mal schauen und etwas essen. You work all day from 9 to 5 and come home feeling half alive. Never see your kids and wife, and I've got news for you. There's no point doing what you do unless it's somehow good for you. Got to get a result or two in the form of something real. Now if you're feeling stressed and not the best and have trouble finding happiness, well, here's one thing I will suggest. So. Contain yourself. Die sind gemacht. Da ist draussen. Jetzt geht es darum, Kompost biegen und dann anfangen mit meinem Tagesplan. Wie ist das mit dem ersten Spatenschlag? Spatenstich. Den sollte man doch zeremonisch feiern, oder? Also das ist jetzt zwar der 4., aber ich tue es trotzdem feiern. Ja. Wenn du raten, was ich am machen bin, dann tu es doch kommentieren. Ich finde unsere Tafel wunderbar, die Claudia gemacht hat. Und da sage ich ganz klar, danke Claudia. Ich bin so froh, haben wir letzten September den Mut gehabt, zum Bar 61 aufmachen. Weil, ja, es ist unser allererster Yield und es haltet an. Und das Beste daran ist, so, ohne die Bar hätten wir den Marc vielleicht nicht kennengelernt. Und der Marc ist einer, was das Beste, was passiert ist in diesem Jahr. Ein Haufen Sachen sind passiert und bald, wirklich sehr, sehr bald, ist das erste Video rausgekommen. Also sprich, vor einem Jahr ist es klar geworden, dass wir da rankommen. Und ja, jetzt stehe ich da, am Montag, den 17. April. Ja, Februar, März, Mai, ja. Aber eins ist klar, es ist wunderbar da. So schön! Jetzt habe ich gerade Besuch bekommen. Wisst ihr, letzte Woche haben wir ja, Claudia und ich beide erzählt, von wegen der Herr, wo wir haben müssen verarzten. Jetzt ist der unglaubliche Typ schon wieder am Joggen. Der hat 1,5 Tage Pause gemacht und danach ist er schon wieder unterwegs. Gatter 70. Unglaublicher Typ. Ja, wo bin ich froh, lebt er noch. Und der glaubt es auch, weil da oben auf dem Kopf hat eine Arterie geplatzt. Ich habe ja gesagt, es hat gespritzt wie verrückt. Und unser Druckverband sagt der Arzt, hat ihn am Leben behalten. Ohne Druckverband wäre er verblutet und er hat noch auf die Brücke laufen. Unglaublicher Typ. Aber ja, ein richtiger, unglaublicher Typ ist jetzt schon wieder unterwegs. Aber ich sage danke Universum, dass wir ihm helfen können und dass er es überlebt hat. So schön! Mein Rat, ich kann noch sagen, danke, dass du vorbeigekommen bist. Schön. Schön geht es dir wieder gut. Cash in your pocket, just make a salad with some homegrown rocket. Just have to go at the back and pluck it. Don't need to go to the bank. You gotta work your days for stuff that pays. Not just money, but in many ways. It's time you clear away the haze and obtain yourself a yield. Mütter und ihre Töchter. Claudia ist auch gerade dran. 3 Mütter, 3 Töchter. Schönes Leben in der Stadt. Geil, Iduna.
something you can eat. You can produce some things that you So. with your own two hands and feet. Meine Bohrmaschine, meine Schlagbohrmaschine hat den Geist aufgegeben. Ja, nicht schlecht für etwa 40-jährig. Aber jetzt ist es vorbei. Ich habe es verbrettelt beim Probieren Durchbruch bohren. Ja, falls du eine Bohrmaschine hast, die du nicht mehr brauchst, ein guter mit Schlagbohren. Ich habe gerade letztes Jahr eins geschenkt bekommen, das kaputt ist. Aber also, wenn du eins hast, das ganz ist und noch ein paar Jahre hebt und du nicht mehr brauchst, ich nehme den gerne. Contain yourself and yield right in the here and now. Make sure to earn something in return. Here, let me show you Hey, guten Morgen, Dienstagmorgen. Claudia kommt wieder heim, freue mich. Es ist immer schön, Claudia da zu haben. Aber ich gönne ihr auch, wie immer gesagt, ich gönne ihr alles Gute, vor allem wenn sie Nachmittag Zeit hat. Ja, ich mache jetzt meine Runde, fange den Tag mit Sonne an. Und ja, ich kann eigentlich heute Morgen wieder mal sagen, wisst ihr, das Crowdfunding, das wir gemacht haben, war ja der Hammer. Und es ist wunderschön zu sehen, wie die Bäume flüchten. Und wir danken euch herzlich dafür. Einer der schönsten Punkte des Crowdfunding ist auch die Leute, die wir haben kennenlernen durften. Und heute Morgen möchte ich wieder mal erwähnen, den Pascal. Danke, Pascal. Nur schon der Austausch mit dir ist so viel wert. Danke. Ja, jetzt, was habe ich heute Morgen vor? Tierfütterrunde machen, Gemüsebeet einhaken, weil die Hunde spielen gerne drin. Und ja, sonst noch ein paar Haken verschieben, ein paar Augen aufmachen. Ich muss noch aufräumen, weil wenn ich allein bin, dann komme ich und mache und dann ist es ein Puff, dann muss ich aufräumen. Mila kommt heute, wir machen ein Forschungsprojekt mit. BLS kommt heute vorbei, geht Bäume schneiden, 8 Stück ums Bauern wieder um. Ja, es geht wieder einiges, wie jeden Tag. Hey, ich hoffe, heute ist einfach keine Achterbahn. Jetzt aber fange ich mal an zu arbeiten. Hier oben mit Heu. Heu! if you're feeling sleepy. Ein Teil von meinem Alltag. Ich meine, ich muss wieder feststellen, wieso ich dankbar darf sein. Ein Teil von meinem Alltag ist da an der Bar sitzen und mit den Leuten schwätzen, die vorbeilaufen. Also so mache ich gerne Mittagspause, weil ja, dann ist doppelt gemappelt. Pause, wie mit den Leuten schwätzen. Haha, schön dürfen wir in der Resta sein. Lang soll es so bleiben, ewigs. Then go and have a sleep. Da kommt sie wieder heim, meine schöne Frau, in Begleitung von der Mila. Aber bei der Mila müssen wir noch abklären, ob sie ins YouTube will. Und wenn sie will, oder so, erzähle ich euch später mehr, was sie da dabei hat im orangen Körbchen. Es sieht gut aus. Feel like there's not enough air, then breathe in very deep. And if you're thirsty, then you order. Get yourself a drink of water. And if it's gonna be cold and you're feeling bold, you can cheer yourself a sheep. Also Mila hat gesagt, sie ist in Ordnung, wenn sie im YouTube ist. Hi Mila! Hoi. Hey, Mila ist von der Hafla, oder? Havel, ja. Von der Havel, Entschuldigung. Und Mila ist zuständig dafür, dass Permakultur dokumentiert wird in der Schweiz. Und wer sich in Permakultur auskennt, nicht so wie ich, kennt sie vermutlich schon, weil warte mal, gehen näher. Ja, gell, ihr habt sie auch schon gesehen. Genau, weil sie ist das Brusttelefon vom ganzen Permakulturverein Schweiz, sagt man. Also so hat sie sich vorgestellt. Keine Ahnung. Ja, sie ist jetzt am Drohnen auspacken. Eine Drohne! Es gibt ein Video, wir sind da am Testen, wir sind am Touren, wir sind am Besprechen. Richtig gut. So schön bist du da. Ich gehe jetzt den Pad holen, weil den haben wir vergessen. Aber ja, das ist das erste Mal und das heute Nachmittag. Woo! In any given moment, there's everything you need.
Jetzt filmen wir unsere 3 Terrassen von oben mit der Drohne endlich einmal filmen. Damit wir die Benishecke sehen, dass wir die Pflanzen sehen, die Sanddornhügel und einen Teil vom Hanffeld und einen Teil vom Food Forest bis zu der Bar runter, damit wir dann evaluieren können. Von da kommen die Beeren und dort unten wird der Saft verkauft. So ist das. Just look around, it will be found. Yeah. Yourself a yield, obtain yourself a yield. Take only what you need. Life's pretty fun when you're getting some, but there's no need for greed. Obtain yourself a yield, and one for others too. Make sure to seal both ends of the deal. What's good for both of you? Yeah, an easy way to do it is to give one to your friend. Cause the good things you do come back to you, and the yield just never ends. That's right, the good things you do come back to you, and the yield just never ends. Yeah, the good things you do come back to you, and the yield just never, ever, ever, ever ends. Was sehen wir jetzt da? Was hat das jetzt gefilmt? Und was sieht man Ist da? das? Ja, perfekt. Ah, super. Ja, da sehen wir jetzt die Fläche, wo wir abgeflogen sind. Drohnen ist das Teil da. Und da sieht man die Linie, wo sie geflogen ist und wo sie überall Fotos gemacht hat. Sehr Und jetzt schön. gehe ich im Computer die Fotos zusammensetzen und dann haben wir ein Bild von Paradiesi Trieste. Wie ist denn das jetzt timeline-mäßig? Sehen wir es noch in dem Video oder ist das ein Grund zum Abonnieren, weil es erst in einem späteren Video kommt? Das ist ein Grund zum Abonnieren, weil ich muss am Donnerstag zügeln. Gut, also, nicht in diesem Video kommt es nicht, aber nächst oder übernächst, wir setzen ja keinen Druck, weil es ist alles gut so wie es ist. Aber es ist ein Grund zum Abonnieren. Und was macht man sonst noch im YouTube? Man tut liken und kommentieren. Vor allem möchte ich wissen, wo sie begegnet hast. Das wäre mega spannend, wenn du als Zuschauer unsere Villa da, die auf Besuch ist, da schon kennst, wenn wir wissen in den Kommentaren, wo du sie schon begegnet bist. Ist gut? Los, kommentiere jetzt! Schön ist es, wie der Fluss fließt. So, Mila, wir danken herzlich, dass du dabei bist. Hast du noch wichtige Sachen, die du unseren Zuschauern auf den Weg mitgeben willst? Hey, ja, gehen mal vorbei im Paradiesi Trieste. Es ist, lohnt sich. Ich hatte eine mega schöne Zeit gehabt. Und wenn ihr allgemein ein bisschen mehr über Permakultur wissen wollt, habe ich noch eine Webseite, wo ihr drauf könnt. permakulturjetzt.ch. Und wir verlinken noch die Webseite mit der Forschung, die wir machen. Die weiss ich nicht auswendig. Und ja, alles Gute. Ja, also wie gesagt, alle Links sind jetzt hier unten im Beschreib. Und überhaupt, so schön bist du rausgekommen. Danke vielmals. Danke euch. Ja. Alles Gute. Hey, und jetzt geht die Woche weiter. Ich gehe Yes. mal posten. Du gehst auf Salgesch zu der Val Natura, die Laura. Liebe Grüße nach Salgesch. Und ja, hey, spread the word of permaculture. Jetzt wichtig. Super, tschüss. Ach, ist das wertvolle Stunde gewesen. Ganz Nachmittag, ganz Abend sind wir gesessen und haben uns austauscht über Permakultur und Permakultur Schweiz. Es ist ja, ich habe schon gewusst, dass einiges geht. Aber es geht richtig viele gute Sachen ab in der Schweiz. Und wir sind so dankbar, sind wir ein Teil von dem Ganzen. Weil Permakultur kann die Welt verbessern. Break Laufen. it down, get it back in the ground, cycle it round, that green and brown. Ja, da sind schon ein Bäume weg. Once was alive, make your garden thrive. High five. Down it break in a scat layer cake. Pile it up high and just let it bake. So, jetzt ist Zeit für mich, zum langsam Feierabend machen mit dem Holz und andere Sachen machen. Aber ich muss sagen, schon recht vorwärts kommen.
Da hinten ganz feines Zeug, wo man verhäckseln kann oder Anfeuerholz oder was auch immer. Da haben wir schon vorgeschnittene Feuerholz für die Schmine. Aber eben, da muss ich ja den Holzlager aufräumen. Und mit den längeren Baumstämmen, da baue ich da Terrassen bauen. Ja, der Hang schön terrassieren, gibt einen schönen Gartenlook. Dann bepflanzen. Ja, aber es sieht schon ganz anders aus jetzt. Hä? Ganz anders. Give it some air, but don't let it dry out. Was mir aber heute richtig freut ist, Hanna ist wieder mal da. Hanna Wickre! Sali, Hanna, siehst du? Hanna ist da, sie hat gefunden, sie möchte uns ein bisschen helfen. Dann tut uns Hanna die Wäsche aufhängen und jetzt wieder abhängen. Sie hat uns das Frühbett gejettet, wieder ansehen, ist auch noch angesagt. Ja, und ich muss jetzt dann schleunigst, bevor es spät wird, muss ich noch ein Video schneiden auf Englisch. Weil es ist ja das zweite Mittwoch und jeden zweiten Mittwoch gibt es ein englisches Update. So kurz und knackig für unsere englischen Freunde und Familie. Ja, viel anderes ist passiert, aber ich kann nicht immer alles erzählen, weil dann werde ich ja alles schon verraten. Und es muss ja da Gründe geben, zum Weiterschauen. Ich kann euch sagen, es wird so spannend. Richtig gute Projekte sind am Start. Richtig gute Sachen. Also, abonnieren, Glöckchen läuten, damit ihr nichts verpasst, was da im Paradiesi Triesta abgeht. Every now and then. So, bei mir ist es Mittwoch gegen Abend. Gestern bin ich zurückgekommen von meinem Besuch bei der Chiara. Das war mega schön. Ich habe es auch genossen. Und jetzt heute gehe ich saunieren. Yeah, bin eingeladen. Also eingeladen zum Mikro. So. Und ja, ich freue mich riesig. Das wird mir sicher mega gut tun. Ich bin schon mega lange nicht mehr gewesen. Also von dem her, yeah, ich freue mich drauf. Well, everything is always falling apart. Well, there's no need to let it break your heart. Don't just break it down. Donnerstagmorgen! Hey! Und ja, heute Morgen habe ich gerade so ein bisschen Sorgen. Und zwar, 2 von den Hühnern sind recht verpickt. Also die eine hat sogar Mühe mit Laufen. Eins von den Spice Girls, 2. Also da sieht es nicht so gut aus. Und Claudia und ich nachher, wenn sie Claudia auf ist, Entscheidungen treffen, die wir machen wollen. Ja, das Hühnerthema. Hühner können eben Kannibalismus entwickeln und sind recht gemein zueinander, je nachdem was es ist. Das liegt jetzt an uns zu entziffern und herausfinden. Ja, aber die Spice Girls, die gehen ab. Also das sind die 2 Spice Girls, die es verwitscht hat. Da haben wir die Wunden behandelt und mit denen sie separieren und probieren mit Peppe. Ja, und sonst lernt ihr so ihren Lauf und aber jetzt müssen wir separieren. Heute Morgen habe ich gemerkt, es ist noch gut, habe ich die Abflussleitung noch nicht gelegt, also sprich noch nicht können, weil ja, der wäre jetzt vermutlich kaputt. Wäre im Weg gekommen. Aber da dann ich anfangen einrichten für das Grauwassersystem, der kommt da drauf. Mit diesen Bäumen tue ich hier terrassieren, damit es schöne Beete gibt. Ja, dann machen wir zu einem schönen Flecken da. Ah, warte schon, was erzähle ich da? Es ist ja schon ein mega schöner Flecken. Aber jetzt nehme ich da ein bisschen Kleingeschnitt und Grüngeschnitt und tue es zu den Eselinnen. Weil die haben es auch gerne zum Essen, Nagen. Also hauptsächlich Rinde und Blüten. Mega, Geissen auch. Getting there fixed till it's all devoured. Broken down. Fena und ich, wir gehen jetzt auf die Post. Es ist Donnerstagmorgen um 10:30.
Wir haben so viel los. Ich kann euch gar nicht vorstellen, also vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, es ist auf jeden Fall viel. Und da ist wichtig, dass ich immer wieder daran denke, einfach schnaufen und vertrauen. Weil, weil sonst komme ich jetzt Puff über im Kopf. Überall organisieren und koordinieren, aber ich muss sagen, ich bin dankbar, weil es läuft richtig. Morgen kommt der Heli, morgen gibt es den Heli-Box, morgen gibt es Hühner, morgen gibt es Hühnerstall, morgen gibt es jedes neue Material, der Dampfer kommt weg. Ich gehe jetzt auf die Post, heute Nachmittag ist der Permakultur-Gartenhock bei uns. Bis jetzt haben sich 2 angemeldet, aber es könnten auch 20 kommen. Es ist eine offene Einladung. Das ab dem 4 Uhr. Wir haben Bäume zum Verschneiden. Wir haben Platz zum Vorbereiten. Wir haben den Tierarzt anzurufen, weil wir haben wirklich entschieden, jetzt ist Sani sicher gedeckt. Der Monsi wird kastriert, weil 4 Esel wird lange. So oder so. Ja, und darum, bam, 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 eins nach dem anderen. Und ja, die Hühner sind ja noch. Also morgen kommen neue Hühner, 60 Stück. Heute müssen wir noch die anderen 2 pflegen und aufpeppen. Zacki, 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 zacki. Aber jetzt gehen Fenn und ich auf die Post. Time to feed your plants. Spread it right out. And do a little dance. Aber wenn du jetzt gedacht hast, das ist ja gar nicht so viel am Laufen. Ich habe euch noch die Hälfte erzählt und der Alltag ist gar nicht mit inbegriffen. Dance. Well, everything is always falling apart. Ich sage euch eins, beim Auflaufen überlegt mir, so, ich bin so dankbar für meine Familie, also meinen Vater und für meine Tochter. Sophia muss ich ja natürlich immer auf dem Laufenden behalten, weil sie das Wildbloß hat, um sie immer voll darauf vorzubereiten. Samstag kommt der Toni, der Tierarzt Toni, danke Toni, und tut den Monsi, schnipp, schnapp, schnäbi ab, sagt Sophia. Und ja, Sophia ist darauf vorbereitet, sie ist darauf vorbereitet auf Spice Girls. Und Sophia, das ist, die macht so eine schöne Entwicklung, so ein guter Mensch. Ah, so eine schöne Tochter habe ich. Menschlich und voll ausgesehen. Und mal etwas anderes habe ich überlegt. Ab wann ist ein Freund? Ab dem Punkt, wo man es vertraut, habe ich für mich, ja, bin ich auf den Schluss gekommen. Und ich muss sagen, seit wir hier im Wallis sind, haben wir noch von mir aus gesehen ein paar ganz neue, gute Freunde gefunden. Also der Pascal, der Patrick, der Marc, Hanna, Isa, Sammy, ja, Sascha. Hey, das sind Leute, die mir am Mitdenken sind, am Mitmachen sind. Zülohof ist natürlich auch nicht zu vergessen. Und all die alten Freunde, die immer dran sind. Hey, ich bin so dankbar, gibt's euch all. Might as well just give it all a brand new start and break it down. I say break it down. Come on, break it. Well, when the time is up, just break it down. People say I'm a fun guy, but that's more than what I am. Well, you can call me Fungus. Come underground to my pad to jam. There's not much room down there. Du bist auch eine Neugierige, hä? Wenn ich im Haus ankomme. Du. Und du noch? Bist du ein kleines Lausmeiterli? Hä? Hi Duna, bist du ein kleines Lausmeiterli? Gell, das ist sie, Freya, ja, das ist sie. Hast du gerade einen Purzelbaum gemacht?
We've got mycelium. Wanna wrap mycelium around you till super kingdom come. Yeah, I wanna wrap mycelium around you, wrap mycelium around you, wrap mycelium around you. Der Guido ist da, der Guido ist da. Yes, so schön. So, aber das ist es. Das ist die neue Helibox von der Riesta, gemacht vom Guido. Übrigens, Guido, wenn wir gerade am Telefon sind, Kamera sind, ich wollte dich noch gratulieren zum Geschäftsführer werden. Der mutige Sprung. Der mutige Sprung ist zu belohnen und zu bewundern. Das ist gut gemacht. Well, you know, fun guy like me need a bit of fun gal company. I'm gonna need Stunde der Wahrheit! symbiosis in the key of G. And when I party, you know I love to break it down. Eating dead wood tastes so good, and you know I'm gonna share it round. Whoa, I wanna wrap mycelium around you, wrap mycelium around you, wrap mycelium around you. Sind wir? Yes, es hat geflogen, es ist zusammengekippt, es ist unten angekommen und gelandet. Kann ich gehört sagen. Hey, du, sag mal, wo findet man deine Cases? Mach mal schnell Werbung für dich. Kurzwerbung. Ich Ja. würde sagen www.hypocases.ch. Hey, wenn ihr einen Case braucht für allerlei, der Guido ist euer Mann. Er kann das super. Ihr habt es jetzt gesehen mit dem Helibox. Weltklasse. Super, danke dir. Danke dir. Hey, das ist Cooles Erlebnis da oben. Ja, nächstes Mal nimmst du Frau und Kind mit. Haben wir wollen. Ist Ja. aber nicht ganz Lu! aufgegangen. Wo bist du? Nein, nächstes Mal können wir die Ferien machen. Ist gut. Ja, das ist der Plan. Okay, das ist so Plan. Super. Weil Purenwieder ist jetzt am Bau fertig, dann können wir die Ferien machen. Super. Und super. Super. Gute Heimfahrt wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Guten Heimweg. So, da beim Schweizer Häusli haben wir das Sidohühnli, Schweizer Häusli, Hirnenstall. Ja, nimmt langsam Form an. Passt so wie angegossen. Passt drin. Jetzt holen wir das Sidohühnli. Ja, und ab dem Moment ist das Schweizer Häusli bewohnt. Die Sidohühnli sind drin, das heisst Baby, Trudi, Eli und Olga. Die wohnen alle jetzt da rein. Ja, und in den anderen Hühnerstall beim Joe und Heino haben wir 49 Hühner neu dazu gebracht und aufgeteilt. Das heisst 6. Ja, etwa 30 und 30 geboren. Etwa so. Jetzt haben wir 60 Hühner plus die Sidohühnli. Morgen kommt ein Sidohuhn Gückel. Ja, dann sind wir ja sicher schon bei 65 Hühnern. So ist der Wachstum rapid. Ja. So ist der Joe gerade wieder neu beschäftigt. Und auch der Heino. They call me Arabella, eyes are brown. I'm a chicken from the baddest part of town. They lock me up with 7 million hens like me in a big smelly egg-laying factory. Guido, die Kiste ist leer. Und ich würde sagen, danke vielmals. Hoffentlich bist du gut heimgekommen. Übrigens, es ist dann tatsächlich ein Kratz und kein Riss. Also es ist die erste Kriegsverletzung von der Riesta Helibox. Hey, wenn du eins willst, melde dich beim Guido.
Wenn du sonst irgendeinen besonderen Case willst, melde dich beim Guido. Es gibt einen in der Schweiz. So richtig einen, der Cases, Custom Cases kann bauen kann. Und das ist der Guido. Ich sage euch, hey, er kann auch eine Minivan, eine Campervan umbauen mit Cases vom Feinsten. Gell, Guido? Hey, ich hätte dich gern. Danke vielmals für unsere Wallis kommen. Nächstes Mal mit der Lou und Kian und Amy. Aber in der Zwischenzeit bin ich einfach nur dankbar für die Helibox. Du jetzt zusammen rum und weiter arbeiten. One day along came someone like you. And let me tell you just what they did do. Got me out, took me away. It was the first time I'd seen the light of day. I was free. Ja, das ist so lustig. Chicken. They're free. Hey, chicken. So, der Tierarzt Toni ist ein toller Typ und schon ist er wieder weg. Halb Stunde, schnipp, schnapp, Eier ab. Hä, haben wir wieder etwas Neues gesehen? Ja. Fein, die Eier. Oh, jetzt habe ich es schon verraten, hoffentlich hast du schon kommentiert. Ja, und jetzt geht es weiter mit einem Haufen Sachen. Ja. Ja, aber wir haben einen Haufen wieder Neues gelernt. Wir sind schon wieder ein bisschen mehr beruhigt. Der Toni ist eben schon toll, hä? Ja, und er kann einem das auch so super überbringen und ist so völlig der ruhige Typ. Ich glaube, der bringt nichts aus der Ruhe. Nein, nicht so schnell, nicht so schnell. Und eben Leute, was wir jetzt auch noch mal gelernt haben vom Toni, lasst euch nicht Angst machen von dem ganzen Zeug immer. Alles ist meistens, was in den Medien hörst, ist nur halb so warm, wie es wirklich ist. He? Gell? Gell? Also, wir machen jetzt weiter. Sophia, hast du auch etwas gelernt vom Toni? Ja. Was hast du gelernt? Ich kann ja, vieles, aber die Fragen, die ich gefragt habe, sind alle beantwortet worden und jetzt bin ich ein Stück weit mehr erfahren über Esel. Über Esel. Weil, was ihr nicht wisst, ist, nächste Woche macht Sophia ihr Pferdeprüfung. Und das heisst, nächstes Mal, wenn ihr Sophia dann oben seht, also im übernächsten Video, ist dann Sophia Prüfehalterin von Pferd und so. Und darum hat sie das jetzt heute nachfragen. Weil sie wird unsere Esel-Expertin. Gell? Ja, ja. Zum Glück haben wir Sophia. So, wir machen jetzt weiter. Bis bald. They took me home and gave me my own patch. I had to learn just how to pick and scratch. I was so happy I just had to express. Could finally provide a bit of chickenness. I was free. Chicken. Yeah, free. Range chicken. Now when I say buck, you say buck. When I say scratching, you say dirt. Scratching, dirt. Scratching, dirt. Yeah, when I say buck, you say So, das Metallhäusli hat seinen neuen Platz gefunden. Das wird so der Eierfabrikationslagerhäusli. Neben all die neuen Hühnli. Und unten drauf die neuen Hühnli. Ja, ich habe noch gedacht, probieren wir aus mit diesen Sanierungen, da die Beeten einzupacken. Und was haben wir noch gemacht gerade heute? Hühnerstall Die- dran aufgestellt. Die Hühnerstall, das sieht man von da aus jetzt nicht so ganz, obwohl gerade dort hinten dran am Busmuse ist nochmal ein Hühnerstall, den wir jetzt aufgestellt haben. Aber dort ist noch nicht beladen, dort müssen wir noch ein bisschen weiterarbeiten. Ein bisschen festschrauben und Herzchen machen. Und dann, ja, unsere Hühner, neue Hühner, die trinken en masse. Immer wieder, kannst literweise geben.
Ja, der Monsi, seht ihr dort hinten da, sieht man das, ja, ist auch wieder unterwegs sich im Unteren, trotzdem, dass er seine Eier abgegeben hat. Ja, das, was du vorher im Video gesehen hast, am Boden liegen, das sind tatsächlich Eseleier gewesen. Also ich schneide meine Eier nicht ab, aber ich könnte mir meine Haare schneiden, hat Sophia gesagt. Ja, Samstag ist immer noch, danke Heiner. Und ja, der Bar ist etwas passiert. Wir waren fortlaufend am Arbeiten gewesen. Ich habe mit der Kettensage, ich habe nicht ein bisschen versichert. Aber noch, ja, was gibt es noch zu erzählen? Heute gibt es eine Sternschnuppennacht. Oh ja, der hat Sternschnuppennacht und der Toni kommt auf Besuch mit uns Sternschnuppen schauen. Gell, Toni ist unser Lieblingsphilosoph. Ja, er ist unser Lieblingsphilosoph von Bricklis. Und ja, der kommt wieder vorbei, weil wir den Sternen... Heute ist eine Sternenschnuppennacht und wir den Sternenschnuppen gucken. Also vermutlich alle anderen außer ich. Ich schlafe. Let me see you scratch, come on, get to work. Scratching time. Samstagabend 2027, wahrscheinlich schon 28. Wir zwei sind jetzt um den neuen Gemüsebett, habt ihr gesehen. Wir haben Sanierung gesehen. Also wir zwei, das heisst Sophia und ich, wir sind jetzt willkürlich am Bohnen, Erbsli, Käfer, Soja, alles so Wachszeug am verteilen. Und nachher, also morgen wahrscheinlich, wie jetzt, wird es dann dunkel. Ja, hey, der Frühling ist wunderschön, der Tag wird länger, man schafft mehr. Aber morgen ist Sonntag, morgen gibt es Videoschneiden und an der Bar hängen. Aber jetzt machen wir noch weiter im Bohnen. Das wird so gut. Und jeder versorgt Well, ihn ever immer. since that day I came on the scene, I'm way more than just an egg-laying machine. Off the ground, eat the bugs, scratching the weeds. Sonntagmittag. Claudia ist noch dabei, ich bin am Videoschneiden. Das ist jetzt der Abschluss. Eine Woche, weil es ja so viel passiert, so viele gute Sachen. Wir danken vielmals fürs Zuschauen, wir danken vielmals für alles, was passiert und wir danken für alles, was noch kommt. Und wir könnten euch noch brauchen. Wir könnten ganz viele Sachen brauchen. Aber wir könnten euch als Abonnenten brauchen. Das wäre mal richtig etwas Gutes. 1000 Abonnenten wäre schön. Da gibt es noch ein Einkommen vom YouTube. Das wäre Hammer. Und dann wäre es noch schön, wenn du einfach vorbeikommst. Hey, ich wünsche noch einen schönen Sonntag, einen guten Wochenstart und bis nächste Woche. Express your chickiness.